Ja, und Jesus, das ist genau das, was es ausmacht heute Morgen, dass du da bist, dass deine Gegenwart da ist und dass du unter uns wohnst. Jesus, wir heißen dich willkommen in unserer Mitte. Du hast verheißen, dort wo 2 oder 3 in deinem Namen vereinigt sind, dort bist du mitten unter ihnen. Danke, bist du da, Jesus. Danke, machst du den Unterschied von unserem Treffen, von unserer Versammlung, weil du da bist. Amen. Ja, vor 2 Wochen haben wir uns Gedanken gemacht über die Schönheit der Gemeinde und wir haben dabei entdecken, dass die Schönheit der Gemeinde darum schön ist, weil Gott unter ihr wohnt. Beim Volk Israel hat Gott gewohnt durch die Stiftshütte, durch den Tempel. Und der Paulus nimmt das Bild vom Tempel und sagt, hey, das sind ihr als Gemeinde. Er braucht den Begriff und sagt, hey, ihr seid lebendige Steine. Ihr, wo ein- und ausgeht, ihr, wo also der Gemeinde zählt, ihr seid lebendige Steine und sind Gottes Tempel. Und er wohnt unter euch durch seinen Geist. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde anders tickt als Gesellschaft. Wo die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte zum Entstehen gekommen ist, hat es einen völlig neuen Gesellschaftsentwurf gegeben. Da hat es auf einmal Frauen, Männer gehabt, Sklaven und ihre Herren, Juden und Nicht-Juden, die zusammen eine Family sind, Gemeinde. Und als dritten Punkt haben wir gesehen, dass Gemeinde Gottes Stimme ist in dieser Welt. Mit Wort und Tat. Dass wir verkündigen mit Wort und Tat, was Gott für grosse Taten tun hat. Und heute Morgen möchten wir zu dem Thema, warum feiern wir eigentlich Gottesdienst, uns ein paar Gedanken machen. Es sollen einfach Gedankenanstöße sein, die wir einfach mitnehmen können. Und das Thema Gottesdienst, das beschäftigt mich nicht erst seit 2 Wochen oder so, sondern eigentlich die ganze Zeit, auch während dem Lockdown, ist das eine Frage gewesen, wieso feiern wir Gottesdienst, wieso kann ich nicht daheim hängen und mit meiner Family einfach Gottesdienst feiern. Also das ist nicht aus einer Sinnkrise oder aus aktuellen Diskussionen entstanden, sondern wirklich ein Herzschlag von mir. Warum feiern wir eigentlich zusammen Gottesdienst? Und ich muss sagen, ich liebe den Gottesdienst, weil ich genau das liebe, was wir heute Morgen schon erleben durften. Nämlich, dass wir zusammen unserem Gott singen, dass wir ihn erheben, dass wir ihn ehren, gemeinsam. Ich kann das auch im Büro machen, ich kann das auch daheim machen. Aber zusammen, finde ich, hat es noch ganz eine andere Dynamik, ganz eine andere Kraft. Ich liebe den Gottesdienst, weil ich von euch, von anderen Menschen angesteckt werde durch euer Glauben. Durch das, was ihr mitbringt, werde ich angesteckt und ermutigt. Und der Gottesdienst macht etwas mit mir, indem wir uns gemeinsam auf den Jesus dürfen ausrichten. Was bedeutet dir der Gottesdienst? Wie erlebst du Gottesdienst? Oder anders gefragt, warum bist du da heute Morgen? Gottesdienst ist so ein zeitloses Phänomen, oder? Seit die erste Gemeinde entstanden ist, wenn wir die Kirchengeschichte und die Weltgeschichte anschauen, die Christen haben immer Gottesdienst gefeiert. Sie feiern es heute noch und sie werden es tun, bis Jesus wiederkommt. Egal welche Kultur, egal welche Umstände, es hat immer wieder einen Tag gegeben, wo sich Christen besonders getroffen haben, um zusammen Gottesdienst zu feiern. Und das hat in ihrem Leben eine Priorität. Jetzt, wenn wir Gottes Wort nehmen, dann sehen wir jetzt nicht unbedingt, dass unendlich viel zu Gottesdienst steht. Weder Paulus noch Jesus hat irgendwie einen Brief geschrieben oder Rede gehalten, wo es geheißen hat, hey, 10 Begrüßung. Muss immer so sein. Oder wir fangen an mit einem Einstiegslied, nach Moderation, der Input darf so und so lang gehen, das Lied ist okay, das Lied nicht. Finden wir nichts. Ich sage zum Glück. Aber das Konkreteste, was man eigentlich findet, ist so Apostelgeschichte 2, oder? Wo man sehen, die Christen haben sich getroffen und was hat ihr Leben geprägt? Die Lehre, also Gottes Wort, Gemeinschaft, Abendmahl und das Gebet. Und wenn wir bei Jesus schauen und bei der ersten Gemeinde, wie haben sie das gelebt? Wie haben sie Gottesdienst gelebt?
dann sehen wir bei Jesus, dass Jesus mit seinen Jüngern jeden Tag in den Tempel gegangen ist, wenn er in Jerusalem war. Und sie haben zusammen angebetet. Und dort, wo Jesus war, ist oft dann auch eine Menschenmenge gewesen, und er hat sie angefangen zu lehren mit Wort und Tat. Er hat angefangen zu reden über Gottes Wort, über Gottes Reich, und hat gehandelt, indem er zum Beispiel jemanden gesund gemacht hat. Sie sind zusammengekommen. Und bei den Juden hat auch die Synagoge eine grosse Rolle gespielt. Dort hat man Psalmen gesungen, dort hat man Gebet zu Gott gebracht. Und hat aus den 5 Büchern Mose, die es damals mal hatten, aus der Tora, hat man das gelesen und ausgeleitet, so wie wir heute den Psalm 103 gelesen haben. Weil zu dieser Zeit und ganz lang eigentlich bis zum Luther ist es einfach nicht selbstverständlich gewesen, dass jeder eine Bibel daheim hat. Und darum hat man sich getroffen, um die Bibel zusammenzulesen und auszulegen. Und auch Jesus hat das ganz praktisch praktiziert, hat sich dann auch in Häusern getroffen zum Essen, mit Leuten dort über das Reich Gottes geredet und über die Heilige Schrift diskutiert. Und die erste Gemeinde hat eigentlich die Gewohnheit übernommen, hat sich auch getroffen, Tempel, Synagogen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie natürlich wegen ihrem Glauben an Jesus auch dann irgendwann haben müssen gehen und ausgeschlossen worden sind. Aber auch dort haben sie zusammen Gottesdienst gefeiert, sie haben zusammen Psalmen gesungen, sie haben zusammen gebetet und haben Wort Gottes gelesen und ausgelegt. Als ich mir über den Gottesdienst Gedanken gemacht habe, ist mir ein Satz hängen geblieben. Ich glaube, im Gottesdienst, in dem Wort steckt eine zweifache Bedeutung. Gottesdienst, bin ich überzeugt, dass Gott uns möchte dienen im Gottesdienst. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir Gott und anderen Menschen im Gottesdienst sollen dienen. Wie dient denn uns Gott im Gottesdienst? Durch das, was er getan hat am Kreuz, sein Erlösungswerk, wo man merkt, hey, ich bin ein sündiger Mensch, aber durch das, was Jesus getan hat, hat er mir extrem gedient. Das grösste Geschenk. Durch seine Gegenwart, dass er da ist, dient er uns. Durch sein Reden, ob das ein Eindruck ist, den du hast, durch den Worship, was gesagt wird, oder durch den Input, oder durch jemand anderes, der neben dir sitzt, oder wie auch immer. Gott dient uns im Gottesdienst durch Ermutigung, durch Stärkung, und er tröstet uns. Und er stärkt uns für die nächste Woche. So zumindest darf ich es immer wieder erleben, wie Gott mir dient im Gottesdienst. Und die Bibel braucht für die Gemeinde eigentlich ein paar verschiedene Bilder. Zum Beispiel Herde und Schaf, oder Hirt und Schaf. Jesus ist unser Hirt, wir sind die Schafe. Und 2 Bilder, glaube ich, habe ich rausgepflückt, wo ich finde, kommen im Gottesdienst so richtig zum Ausdruck. Zum Beispiel, das eine haben wir schon gesehen, der Tempel. Paulus schreibt, wir sind ein lebendiger Tempel und der Grundstein von dem ist Jesus. Jesus ist der Eckstein. Jesus ist der Grund, warum wir da sind. Und wir, die lebendigen Steine, dürfen seine Gemeinde bilden. Und ich glaube, das kommt nie so stark zum Ausdruck wie im Gottesdienst. Ich weiss zwar, wenn ich Mitgliederlisten oder Adresslisten anschaue, sehe ich eure Namen. Und ich weiss, theoretisch, jeder ist unterschiedlich. Aber wenn ich euch heute Morgen sehe, dann merke ich, dann werden die Steine richtig lebendig. Und ein anderes Bild ist vom Leib und vom Kopf, vom Haupt, wo der Paulus braucht. Wo er sagt, hey, Jesus ist der Haupt, der Kopf der Gemeinde und wir als Gemeinde sind seine Glieder. Du bist ein Arm, du bist ein Fuß, du bist ein Auge, eine Nase oder was auch immer von dieser Gemeinde. Und das zeigt so, das kommt auch, finde ich, so im Gottesdienst so sehr zum Ausdruck, weil wenn wir uns treffen, zeigt das, hey, wir gehören zusammen. Wir treffen uns nicht einfach, weil wir nichts Gescheites zu tun haben, sondern wir treffen uns, weil wir Jesus möchten begegnen und weil wir einander möchten begegnen, weil wir einen Platz haben, weil wir aufeinander angewiesen sind und weil wir einander möchten Anteil nehmen.
Ich glaube, Gottesdienst soll nicht so sein wie ein Kinobesuch, wo wir einfach im Sessel hängen, im Bequemen. Ich hoffe, ihr habt es bequem. Schaut, was da geboten wird und am Schluss kommentieren wir noch, was ist gut gewesen, was ist schlecht oder was hat mir gefallen, was nicht. Versteh mich nicht falsch. Ich hoffe, dass du bequem sitzt. Vielleicht kommen wir irgendwann auch wieder zu dem Punkt, wo wir mehr Sofas drin haben. Und es heisst auch nicht, dass wir den Gottesdienst nicht geniessen sollen. Aber ich glaube auch nicht, dass der Gottesdienst ist wie ein Fußballmatch. Wenige spielen mit und viele schauen zu. Ich glaube nicht, dass das der Sinn ist, wieso dass wir uns heute Morgen treffen. Nein, ich glaube, wenn wir im Neuen Testament lesen, dann sehen wir, dass wenn sich Christen getroffen haben, dass alle eigentlich eine aktive Rolle irgendwo eingenommen haben. Und ich habe drei Bibelverse rausgenommen, wo ich kurz dazu möchte etwas sagen. Der erste ist Epheser 5,19. Dort steht: Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Wir dienen Gott, indem wir ihn gemeinsam anbeten. Die Anbetung gehört ihm. Und Gottesdienst ist der Ort der Anbetung. Wenn wir zusammenkommen, soll die Anbetung zu ihm im Zentrum stehen. Und unsere Anbetung ist die Antwort darauf, auf das, was Jesus für uns tun hat, und auf die Antwort darauf, dass er mitten unter uns ist. Das ist unsere Antwort, dass Gott unter uns wohnt. Und wir sollen einander ermutigen mit dem, was wir singen, mit dem, was wir sagen. Das zweite Beispiel ist Hebräer 10, 24, 25, finde ich ganz spannende Verse. Dort heißt es: Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Spannend finde ich den Vers 25. Den kennen wir viel, oder? Versäumt nicht Gottesdienste, jetzt auf heute übersetzt, oder dann, wenn wir uns treffen. Aber der erste Teil, der Kontext, wo das drin steht, ist: Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, gut zu tun. Das heisst, im Gottesdienst ermutigen, trösten und stärken wir einander. Wieso? Weil Gott uns ermutigt, tröstet und stärkt. Und darum sollen wir es nicht verpassen. Und der Grund, wieso wir es nicht verpassen sollen, ist unter anderem auch darum, weil wir einander verantwortlich sind. Weil wir aufeinander achten sollen und mit gegenseitiger Liebe uns anspornen, gut zu tun. Der Paulus sagt das viel: Ich kann andere trösten, weil ich tröstet worden bin. Und das, glaube ich, ist das Prinzip vom Gottesdienst. Wir kommen hier an und erwarten, dass Jesus uns begegnet, dass er uns ermutigt und stärkt, dass unser Glaube darf wachsen. Und das ist die eine Seite der Medaille. Die nehmen wir mega gern. Für das komme ich mega gern hier an. Und ich merke die zweite Seite, wenn es nachher darum geht, dass, weil ich das erfahren habe, andere dürfen zu ermutigen, andere dürfen zu trösten. Den Fokus habe ich manchmal nicht so auf dem Radar. Aber wichtig ist, wenn ich Freude oder etwas empfinde, wenn ich etwas erlebe im Gottesdienst, kann das anderen dienen, dient das anderen, kann das andere anstecken, kann das anderen einfach auch gut tun. Zum Beispiel, wenn wir jemanden begrüßen oder jemanden anlächeln oder vor oder nach oder während dem Gottesdienst uns Zeit nehmen, für jemanden zu beten, mit jemandem zu reden.
oder auch einen Eindruck oder ein Wort weitergeben. Wir dienen Gott im Gottesdienst, Gott dient uns und wir dienen einander im Gottesdienst. Epheser 4,16 oder nehmen wir zuerst Matthäus 18,20, genau. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, dort bin ich mitten unter ihnen. Das macht unsere Zusammenkunft heute Morgen erst richtig attraktiv. Weil Jesus da ist. Weil der Mann da ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der immer ist, der nie wird vergehen, der ewig bleibt. Der ist mitten unter uns heute Morgen da. Und wir sind jetzt 2 oder 3, glaub. Und Jesus hat das verheißen. Und wenn er verheißt, das haltet er. Also Jesus ist da. Spüren wir ihn, hören wir ihn, bemerken wir ihn heute Morgen? Irgendwo, auf die eine oder andere Art und Weise. Epheser 4,16. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut durch Liebe. Durch Jesus sind wir zusammengefügt als Gemeinde. Jeder von uns ist ein Teil von dieser Gemeinde. Und jeder von uns hat einen Teil oder einen Beitrag zu geben in der Gemeinde und im Gottesdienst. Ich habe ein Zitat gelesen. Die Kraft der Gemeinde, Klammer auch Gottesdienst, war schon immer und ist für immer die Summe von jeder einzelnen Entscheidung von uns, ob ich sage Jesus, ich sage ja, du darfst mich gebrauchen. Die Kraft von der Gemeinde oder vom Gottesdienst ist nicht eine mega coole Worship, ist nicht die vollmächtige Predigt, sondern ist die Summe von jeder Entscheidung von dir und von mir, dass wir sagen, Jesus, du darfst mich haben. Von dem lebt die Gemeinde, von dem lebt der Gottesdienst. Und es ist nicht unbedingt ein biblisches Bild, wenn wir Gottesdienst feiern und kommen und sagen, ja, jetzt schaue ich mir das an wie ein Kinofilm. Cool, was da geboten wird. Sondern Gemeinde und Gottesdienst bedeutet, ich gebe meinen Teil dazu, dass Gott wirken kann durch die Gemeinde, durch den Gottesdienst. Es braucht dich und mich im Gottesdienst, weil andere durch dich und mich wachsen, ermutigt werden, tröstet werden. Und ich habe gemerkt, ich wünsche mir, dass unsere Gottesdienste mehr sind, als dass wir einfach Leute ein- und rausschleusen, coole Worship hören, Predigt hören und nachher noch einen Kaffee nehmen. Ich wünsche mir, dass unsere Gottesdienste dürfen tief und verändernd sein, intensiv, prägt von Gottes Gegenwart, prägt von dieser Liebe untereinander, wo der Körper, wo Paulus schreibt, bildet, wo jeder unterschiedlich ist, aber jeder seinen Platz hat und jeder seinen Beitrag kann geben. Vor 2 Wochen, während dem Gottesdienst, ist ein Jugendlicher zu mir gekommen, ich glaube während dem Worship, und hat gesagt, Tom, können wir mal reden? Und ich bin an dem Morgen im Gottesdienst gefahren und habe Jesus gebetet, Jesus braucht mich heute Morgen, ich möchte dir und den Menschen dienen. Nachher kommt jemand und fragt, hey Tom, kannst du nachher mit mir reden? Und ich sage, ja, sehr gern. Das war mein Gebet, das hat die Person nicht gewusst. Aber für mich war es mega cool. Um zu sehen, hey, ich möchte mit der Haltung da kommen,
ich möchte den Menschen dienen. Und wir haben uns dann nach dem Gottesdienst zurückgezogen, haben das Gespräch gehabt, es war sehr emotional, Tränen sind geflossen. Wir können zusammen beten. Und ich glaube, wir sind beide ermutigt aus dem Gespräch heraus. Vor 2 Wochen haben wir einen Lebensbericht teilgenommen im Gottesdienst, wo andere ähnliche Sachen erzählt haben. Und ich glaube, das macht den Gottesdienst aus. Ich glaube, das ist Gottesdienst. Nicht einfach nur das Programm da vorne, sondern dann, wenn wir anfangen, untereinander einander zu dienen. Und wenn jeder seinen Teil bringt, den er hat. Weil dann geht da niemand raus und denkt, was ist denn das für ein komischer Haufen? Oder dann geht da niemand im Frust raus. Wenn wir mit dieser Haltung kommen und sagen, Jesus, brauchst du mich heute Morgen? Jesus, ich erwarte, dass ich den Menschen dienen kann. Zeig mir, wer braucht das Wort von der Ermutigung? Wer braucht das Wort von der Weisheit? Wer braucht das Gebet? Und ich glaube, das macht mega viel aus auf die Qualität vom und alles, was um den Gottesdienst herum ist. Manchmal ist so ein Gottesdienstbesuch so, wie wenn wir uns parfümieren, oder? Wir kommen da rein, begegnen Gott. Oh, jetzt will mir sicher niemand mehr begegnen. Wir kommen da rein, Gott begegnet uns. Wir erleben Sachen mit ihm. Wir nehmen wahr, wie Jesus zu uns redet. Aber bei so einem Parfüm ist es so, wenn du das mal aufgetragen hast, vielleicht nicht gerade in dieser Menge wie ich gerade, dann merkst du irgendwann gerne nicht mehr, dass du parfümiert bist. Und so ist es vielleicht auch bei uns. Wir kommen da hin und merken manchmal gerne nicht, wie Gott uns verändert oder wie Gott uns etwas aufzeigt oder wie er uns braucht. Aber wenn du rausgehst in dein Umfeld, also wenn ich jetzt auf die Straße gehe, dann merken die Leute, dass ich mich parfümiert habe, wahrscheinlich die ersten Reihen auch. Und so ist es auch bei uns, wenn wir da hinkommen, im Gottesdienst Jesus erleben, seine Gegenwart erleben, merken das die Leute nächste Woche in unserem Umfeld, garantiert. Und ein anderes Bild ist so eine Fackel, oder? So eine Fackel ist cool, ich habe es extra zusammenlassen, weil 2 schöner sind als eine. Aber wenn ich so eine anzünde, dann brennt sie einfach für mich allein. Aber was passiert, wenn du und ich so eine Fackel sind? Wir können einander gegenseitig anstacheln mit unserer Leidenschaft, mit unseren Gaben, mit unserer Dienstbereitschaft. Und das hat viel mehr Power als einfach nur eine Fackel. Und das, finde ich, macht Gottesdienst aus. Brauchst du den Gottesdienst? Ich merke, ich habe es recht vermisst während dem Lockdown, mal mehr, mal weniger. Aber das Setting, wo wir zusammenkommen, wo man das, was man eigentlich weiss, dass man gemeint ist, wo man das live erleben darf, das habe ich vermisst, zusammen Gott anzubeten, zusammen mit euch über Gottes Wort nachzudenken. Und verstehe mich nicht falsch, ich glaube, es geht nicht darum, und ich will vor allem nicht sagen, dass du nicht darfst ankommen und den Input und den Worship geniessen. Mach das. Gott will dir dienen heute Morgen. Garantiert. Aber ich glaube, wenn das nur unser Fokus ist, dann ist es einseitig. Ich glaube, Gottesdienst ist mehr als einfach die Erfüllung von dem, was ich möchte, von den Wünschen, die ich habe, von meinen Erwartungen. Und wenn wir uns nicht nur darauf fokussieren, dass Gott uns dient, sondern auch unseren Fokus darauf legen, hey, ich bin auch da, ich habe meinen Teil, ich möchte Gott, dir und den Menschen dienen. Dann gibt das ganz eine andere Qualität. Unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse sind natürlich wichtig, weil du und ich, wir sind Teil von dieser Gemeinde, von dem Gottesdienst.
Aber wenn wir Gottesdienst einfach feiern, schauen, was geboten wird, einen Kaffee nehmen und wieder gehen, die Leute rein und raus schleusen, ich glaube, dann ist das einfach ein Minimal von dem, wie Gottesdienst könnte sein. Ich habe letzte Woche im Kids-Treff haben wir einen Fall gehabt, da ist ein Kind da gewesen, wir haben so Pasta-Gewürz gemacht und nachher ist es einem Kind mega schlecht geworden. Es hat angefangen zu brüllen, ist aufs WC, wir haben nicht recht gewusst. Es ist dann ein bisschen angelegen und es ist so ein bisschen besser gewesen, aber nicht wirklich. Und zum Schluss haben wir einfach noch gebetet mit dem Kind für das Mädchen. Und das war cool, nachher war die Kids-Treff fertig, alle in die Spielzone, wie es halt ist, wild und du hast nicht mehr alle so im Blick. Und nachher kommt die Schwester von dem kleinen Mädchen, kommt zu mir und sagt, hey Tim, mega cool, Jesus hat sie geheilt, das geht ihr besser. Und das ist Gottesdienst. Genau das ist Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen. Und das Programm gehört dazu, definitiv. Aber ist nicht alles. Sondern dann untereinander, miteinander, einander zu dienen. Das macht Gottesdienst aus. Es gibt in der Bibel ganz verschiedene so Einanderwörter, Einanderverse, die aufzeigen, wie wir miteinander umgehen sollen. Und da gibt es so ganz verschiedene Verse. Wir sollen einander lieben, wir sollen Gutes tun, einander dienen, ehren, füreinander beten, trösten, Anteil nehmen, ermutigen, Lasten tragen und zum Beispiel einander ertragen. Und als ich die durchgegangen bin, all die Verse, ist mir aufgefallen, dass ein Wort kommt etwa 12 Verse vor. Wir sollen einander lieben. Und das soll Teil sein von unserem Gottesdienst. Weil das hat auch eine Aussenwirkung, weil Jesus sagt dort, wo, wenn ihr einander liebt, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Wäre doch cool, wenn das noch mehr darf die leben unter uns am Sonntagmorgen, dass wir füreinander beten, einander trösten, ermutigen und stärken und sogar einander ertragen. Gehört auch dazu. Ich möchte abschließen mit dem Römer 12,1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Gottesdienst ist ein Höhepunkt von Gemeinde, weil dann zum Ausdruck kommt, was wir sind, was wir leben. Aber der wahre Gottesdienst macht in unserem Gottesdienst keine Pause und hört nach unserem Gottesdienst nicht auf. Also nach unserem Gottesdienst geht dein und mein Gottesdienst weiter. Nämlich indem wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen und ihm und anderen Menschen dienen. Wir hören jetzt dann gerade ein Liedstück und ich möchte dir 2 Fragen mit auf den Weg geben. Die erste Frage, warum gehe ich in den Gottesdienst? Ich finde es spannend, sich über Fragen Gedanken zu machen, über Sachen, die man eigentlich immer macht und nie fragt, wieso machen wir es einfach? Wieso machen wir es eigentlich? Und die zweite Frage, welchen Beitrag kann ich beim Gottesdienst oder in der Gemeinschaft einbringen? Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir.
behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Seine Gunst